herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rise of Tomb Raider. Wir sind mit Lara Croft hier in irgendeiner Höhle, glaube ich. Oder sowas. Und ja, erforschen die jetzt mal. Und wir sind irgendwie auf der Suche nach dem Propheten oder nach der Wahrheit von dem Propheten. Und hier haben wir immer noch, hier haben wir eine Unterkunft. Das bedeutet nichts Gutes, beziehungsweise das bedeutet, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Meister des Landes. Entdecken Sie mit Hilfe Ihrer Überlebensinstinkte exotische Tiere in der Nähe und finden Sie Ihren Aufenthaltsort. Will ich das denn? Nee. Überleben. Genau. Oh, hier habe ich noch gar nichts. Brandbombe. Leichtfuß. Eifriger Lerner und Auge für Details. Eifriger Lehrer. Ja, Lara sollte eigentlich genug gebildet sein, um das zu können. Die Waffe, haben wir was? Ach so. Oder den Bogen. Sehnennocken. Pfeilnocken an der Bogensehne ermöglicht eine schnellere Pfeilaufnahme und erhöhte Schussfrequenz. Gut. Und schon können wir nichts mehr machen. Eine leichtere Schlagbolzen reduziert die Störanfälligkeit und resultiert in einer höheren Schussfrequenz. Okay. Das ist der Mündungsbremser. Okay. Verbesserung des Bogens. Auch nicht schlecht. Und wir gehen weiter. Das Wasser erodiert alles. Bei dem Tempo ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel da. Okay, ich muss wieder darauf. Also ich habe jetzt die Grafikeinstellung auf Standard gemacht. Und irgendwie leckt es jetzt noch mehr als vorhin. Du musst wieder rauf. Oha. Eine Alte Zisterne. Sie ist uralt. Oh, ich dachte, du wolltest sagen, sie ist wunderschön. Und das ist sie auch. So. Ja, wir würden ja nicht Lara Croft heißen, beziehungsweise wir würden nicht mit Lara Croft unterwegs sein, wenn wir... Scheiße. Super, super, super. Ha. Fuck. So war das nicht geplant, ehrlich gesagt. Okay. Zweiter Versuch, ne? Ja, doch, so ging wir hin. Okay, wir kriegen es nicht hin. Doch, wir kriegen es hin. Okay, wir kriegen es nicht hin. Hallo, bin ich jetzt dämlich oder was? Ach so. Dämlich nicht, aber hat er den falschen Weg. So, weil jetzt... Ah ja. Wenn ich nur wüsste, für was das jetzt gut war. Shit. Ah komm jetzt. Stell dich doch blöder an, als du bist. Uah! Hä? Okay, das war
So gesehen nicht das Richtige. Ah. Ah. Diese Tür. Sie hält das Wasser zurück. Aha. Ja, zuerst gehe ich mal hier hoch. Schau mal, was du da hast. Aha. Super, Clara. Hast ihn wahrscheinlich noch fallen gelassen. Wie soll es auch anders sein, oder? Natürlich hast du ihn fallen gelassen. Oh ja, dann halt Handarbeit. So. Nee, eben nicht Handarbeit. Da muss gesprengt werden. Ach, wie cool. Mad Max lässt grüßen. Hä? Diese Tür. Sie hält das Wasser zurück. Ah, ja, genau. So ging das. So, okay, das Rad dreht sich. Ich komme jetzt hier hoch. Okay, hier haben wir noch eine Plattform. Für was auch immer. Nee, Quatsch. Ja, für was vorläufig auch immer. Ah, hier haben wir noch ein Tor, das wir aufmachen müssen. Es ist noch Öl in diesen Fässern. Ja, und jetzt? Brauche ich die? Ich nehme mal einen mit. Ich weiß es ja nicht, ob ich einen brauche. Eigentlich ja nicht. Eigentlich ja doch. Ja. Irgendwie bin ich einen schlechten Schützen. Probiert es jetzt nochmal. Das muss gehen. Okay, geht nicht. Ich gib's hier auf. Ähm. Ah, jetzt. Nee, ich weiß wie. Ich weiß, für was das die Plattform gut ist. Ja, ich weiß es. Ach komm. Nee, ich weiß es doch nicht. Mann. Doch, ich weiß wie. Mann. Lara, kannst du mir auch das nächste Mal sagen, wie? So.
ich weiß wie. Okay, bleibt drauf. Sehr gut. Jetzt. Ha. Tricky Nummer 1. Wasser reinlassen. Tricky Nummer 2. Wenn das Ding zurückgeht, da vorne dran explodieren lassen. So, nice. Okay, jetzt müsste ich durchschwimmen können. Wo durch? Ich will da hoch. Ich will nicht durch, ich will... Warum durch? Was will ich denn da? Jetzt einfach mal durch. Auch wenn das so ziemlich nicht... Ja gut, doch, das ist schon ein Teil des Weges. Tricky das Ganze. Okay. Okay. Okay, hier haben wir noch mal was. Das müsste mehr als genug Öl sein, um die Gänge da unten zu beleuchten. Aber Vorsicht beim Transport. Wir haben den Raffinationsprozess noch nicht perfektioniert und es ist noch explosiv. Du kennst den Mann, der den Bau überwacht. Wie wir alle. Ohne seine Kenntnis der Erde hätte keiner von uns die schwierige Reise überlebt. Halte dich nicht auf. Und wenn er nach Frau und Kind fragt, stell dich dumm. Er will nicht akzeptieren, dass sie bei unserem Exodus gestorben sind und rechnet täglich mit ihrer Ankunft. Wir brauchen seinen Verstand. Und wenn er die Wahrheit einsieht, verlieren wir ihn. Eine Warnung. Anweisungen, den Arbeitern unten Öl zu liefern und den Vorarbeitern nicht zu verärgern. Okay. So, dann haben wir hier noch etwas. Dann komm ab. Hoch. Jo, das ist auch wieder so ein Artefakt. Ach ne, Pilze und so weiter. Entschuldigung. Hab nichts gesagt. Und jetzt haben wir hier hinten noch ein bisschen Schrott. Hier haben wir eine Wand. Ach, ich weiß, welche Wand das ist. Das war die Wand. Genau. Und zu dieser Zitelle will ich noch. So, zeigen wir mal wie? Shit. Wie? Wie kriege ich Benzin darüber? Frage ich mich echt. Komm jetzt. Okay. Wasserränder an der Wand. Der Pegel verändert sich. Der Pegel verändert sich. Was willst du mir damit sagen? Jetzt weiß ich's. Super. Toll. Ich versuch's einfach mal. Ah, shit. Ich weiß nicht, ob es funktioniert.
Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Doch, es funktioniert. Okay. Ja, hat geklappt. Natürlich. Man muss nur zuerst drauf kommen. Ja, trockne mal deine Haare, die werden sowieso gleich wieder nass. Okay. Das ist tricky, aber machbar. So, wo ist jetzt das? Ach, da. Cool. Haha. Nice. Jetzt einfach nicht ins Wasser fallen und dann ist gut. Okay, zack. Noch mehr Wasser. Okay, ha. Manchmal liebe ich ja Wasser, aber manchmal auch nicht. So, tricky gemacht hier zum Hof zu kommen, aber Einfallsreichtum ist alles. So, und mal schauen, was wir hier finden. Irgendein Teil von einem Bogen wahrscheinlich wieder. Ah. Es ist ein altes Manuskript über die Gaben der Erde. Natürlicher Instinkt, neue Fähigkeit gemeistert. Natürlicher Instinkt, Ressourcen in der Nähe erscheinen automatisch auf der Karte und leuchten, wenn sie in der Nähe sind. Ach, das ist hilfreich. Grab abgeschlossen, alte Zisterne. Ja, cool. Und jetzt? Ich wäre echt froh, wenn wir mal das Seilteil lernen würden. Bergung. Wo liegt denn jetzt hin? Ah. Hier mal rüber. Mensch. So, denn hier haben wir noch ein bisschen Geld und noch eine Karte. Karte aktualisiert. Nice, dann haben wir hier noch irgendwas drin. Okay. Dann gehen wir nebenan. Gehen wir da rein. Denn hier haben wir auch noch was. So, auch Mein nicht. Schatz, ich hätte längst schreiben sollen, aber ich hatte so viel Arbeit. Wenn du kommst, wirst du ein Heim haben, mit allem Komfort, den wir aufgeben mussten. Eine große Aufgabe liegt vor uns, den Bau einer Frischwasserleitung zu unserem Volk zu planen und beaufsichtigen. Aber all meine Mühe wird sich gelohnt haben, wenn ich dich und die Kinder wiedersehe. Wir werden hier eine neue Welt erschaffen, die alles bietet, was du aufgegeben hast, um mir zu folgen. Es wird nicht umsonst gewesen sein, solange du und ich zusammen sind. Ein Brief des Vorarbeiters an seine Frau. Er hat ihre Ankunft jeden Moment erwartet. Aber wahrscheinlich ist dies nie eingetroffen. Und schon haben wir alles. Nee. Hä? Ah, ja. Das waren oder sind die Pfeile? Habe ich verstanden. Ah, wo geht's denn jetzt raus hier? Oh, sieht einfach gewaltig aus. Ich gehe mal dahin, ich habe keine Ahnung. Ja. Wird schon richtig sein. Da war die Treppe. Ah, da war das Lager, ja genau.
Mal ein bisschen aufwärmen hier. Wozu brauchst du Licht, wenn du hier ein Feuer hast? Ah, Mann. Ging auch schon mal besser. Ich kann echt nicht sagen, woran es liegt, dass es hier leckt. Komm schon. Lara. Geh ans Lager. Danke. Manchmal zickt sie rum, die liebe Lara hier. Nur manchmal. Ja, komm schon. Ja, wir können ja gar nichts machen, Mensch. Ah, jetzt leckt's aber gewaltig, Mensch. Das ist ja nicht mehr normal. Ich frage mich echt, warum. Mensch. Ha. Gut. Ha. Freut mich gar nicht. Na gut, CPU-Frequenz ist schon auf 100%. Mann. Komm jetzt. Okay, wisst ihr was, Leute? Wir haben ja gespeichert und wir machen hier einen Break. Ja. Genau. Das war's auch für heute mit Lara und ihren Abenteuern. Wie es beim nächsten Mal ausschaut, sehen wir beim nächsten Mal. Bleibt weiterhin dabei und seid gespannt. Bis dahin. Ciao, ciao. Throughout history, the boldest have dared to go further. They risk death, and in doing so live on forever. What drives these few to the ends of the earth? The desire to discover something more. The search for something greater. The world is full of unanswered questions. Beyond all limits or reason, the answers await. For some, discovering the secrets of the world is the only way to live.